Biokontor 7 und Münchner Kindl präsentieren Grillmas. Konrad Geiger grillt und Theo Hartl gibt seinen Senf dazu. Folge 1: Ciabatta-Senf-Witch mit Puten-Churrasco, Deponés Paprika und Bauernsenf. Theo, grüß dich. Hallo Konrad. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mir ein bisschen was über Grillen beizubringen. Was machen wir heute? Ja, ich denke, wir machen mal was Gemeinsames. Ein Senfwitch von unserem Puten-Churrasco und ein paar Leckerlis, die du mitgebracht hast. Als Grundzutaten haben wir den geräucherten Mozzarella, also der Scamozza. Dann haben wir ein paar Ciabatta-Semmeln, ein bisschen frische Rucola, ein paar rote Zwiebeln. Und nehmen natürlich unseren Pute her. Aber das ist ja schon vorbereitet. Das heißt, ich kann das zu Hause auf meinem Grill gar nicht machen. Wie komme ich jetzt dazu? Das gibt es bei uns über einen Online-Shop. Wir haben einfach erkannt, dass viele Verbraucher nicht unbedingt so einen Teil in den Garten rumstehen haben. Ja. Und so ein Stück Fleisch braucht so seine 8 oder 9 Stunden. Deshalb würzen wir den, smoken den ungefähr so seine 8 bis 9 Stunden. Und dann kriegst du Kunde fix und fertig. Und ich lege es nochmal auf den Grill und mache es heiß. Ganz genau, ganz genau. Schön. Und dann hast du natürlich auch was dazu beizutragen. Was hast du mitgebracht? Ja, da habe ich natürlich meine Deponés Paprika. Das ist eine Paprikacreme, wo frische Paprikaschoten eingearbeitet sind. Also das schmeckt sehr fruchtig. Und dann habe ich einen Bauernsenf. Das ist ein Senf mit ganzen Körnern. Das heißt, das Gefühl, wenn man drauf beißt, ist schon mal ganz da. Das ist eigentlich ein mittelscharfer Senf, also leichte Schärfe, aber sehr angenehm im Geschmack und das Beißgefühl ist ganz was Spezielles. Wow, da machen wir nicht lang rum. Dann würde ich sagen, grillen wir's. Gut, grillen wir's. So, dann haben wir unsere Ciabatta-Semmeln erstmal auf dem Grill. Erstmal so eine schöne Wärme, weil wir nachher den Scamozza da drauflegen und das soll da auch ein bisschen schmelzen. Dann lege ich gleich dann meine Scamozza oben drauf. Genau. Man sieht es auch von der Größe her. Das ist so, wir nennen es in Amerika, wir nennen es so Sliders, weil das einfach so klein ein schönes Häppchen ist zum Beginn. Und so eine Grillveranstaltung, weil im Gegensatz zu manchen anderen, die meinen, so eine Grillabend muss in 10 Minuten vorbei sein, genießen wir eigentlich fast den ganzen Tag. So wie ich bis jetzt gegrillt habe, war es mir so die schnelle Sache. Okay. Aber ich merke, dass das eigentlich mehr so eine kulturelle Geschichte ist auch. Also es ist mehr Gesellschaft und nicht einfach schnell was grillen, damit es was zu essen gibt. Ja, also jetzt gehen wir eigentlich her und machen den Deckel zu. Ja, Klappe auf. Ja, schön. Verbrennt alles ganz toll. Nein, jetzt nehmen wir die Scamozza. Genau, der tropft schon. Dann haben wir fertig gegrillt. Genießen wir's. Dann genießen wir's. So, dann machen wir unsere Burger fertig. Schneide ich erstmal das Pute auf. So, die Ehrenstück darfst du mal probieren. Was wir sagen. Das ist ja unglaublich, wie Pute schmecken kann. Dieser Rauchgeschmack und unglaublich. So, dann machen wir den Deponese. Ich mache schon mal die Deponés fertig. Ein Stück Pute überall drauf. Und den Bauernsenf, der kommt dann in den Kommt direkt auf den Deckel, genau. Ja, da hat man dann richtig was zum draufbeißen. So, Deckel drauf. Dann sind unsere Sandwiches fertig. Dann würde ich sagen, genießen wir's. Genießen wir's. Auf die Plätze, fertig, los. Wir fassen zusammen. Konrad lässt seine Bio-Puten gerne mal 8 Stunden auf Bayerns größtem Barbecue-Smoker garen. Und Theo weiß jetzt, dass man beim echten Barbecue nicht hudeln soll. Das Rezept gibt's auch als Download. Sensationell. Dieses Rauchige mit dem Senf noch dazu. Man soll mit dem vollen Mund nicht sprechen, aber es ist einfach genial.
Ich sag's ja der Mutter nicht weiter.